Ich begrüße euch vor Recke bei Mirsch auf unserem Kirchentour durch Lützeburger Kirchen und Kapellen. Recken ist eine ganz alte Ortschaft. Am 12. Jahrhundert schon war sie als Filial von der Riesepoer Mirsch zusammen mit Enelter verpflichtet, all Jahr eine Prozession auf Echternach zu halten. Recken hat schon ganz lang eine eigene Kapelle, auch unter dem 18. Jahrhundert eine eigene Kaplan, obschon es immer an der Zeit nach als Filial von Mirsch weiter bestanden hat. Die aktuelle Kapelle wurde abgerichtet am Jahr 1746. Das ist an sich ein barocker Bau, wo aber noch ganz viele gotische Reminiszenzen dran sind. Das erkennt er besonders deutlich und dem Rippe verwölf, was sich ja zu Lützeburg am ganzen Lauf vom 18. Jahrhundert an den Dorfkirchen für allem hält. Die Kirche, die ist vergrößert ging, 1854, du also ein Stück gebaut ging mit einer Kaplonswohnung. Den Reckener Altar wurde geschaffen am Jahr 1754 von einem Skulptor aus der Stadt Lützeburg, Barthélemy Namur. Den hat den Altar auch signiert. Leider ist seine Innerschrift mit dem Datum bei den letzten Restaurationserbichten für ein paar Jahren verschwunden, also ziemlich sicher geklaut ging. Den Altar ist aus Eichenholz. Da hat an der Mitte eine Kreuzigungsdarstellung aus dem 17. Jahrhundert, die kommt aus der Kapelle von Schindels. Dann hat die heilige Schutzpatriner von der Reckener Kapelle, den Hauptpatriner als den heiligen Herbert, dargestellt auf der linken Seite vom Altar, mit seinem Attribut, seinem Erkennungszeichen, das ist ein Hirsch, den Kreuz am Geweih hat. Den Herbert hat gelebt am 8. Jahrhundert, war Bischof von Maastricht respektive Leck. Dann hat auf der rechten Seite den heiligen Weldelin, ein Einsiedler, den an der Saar gelebt hat am 6. und 7. Jahrhundert, den do Kirche gegründet hat, einer anderen Abtei von Tholey. Oben Altar, da hat dann tellig Gertrude von Nivelles, die do Äbtissin war, die wird besonders verehrt als patronisch gegen Mais, was ja natürlich auch ein immens Plo war früher für die Bevölkerung Land. Der Volksaltar, den ist bei der letzten Restauration recht entstanden, und das zusammengesetzt aus einem früheren Predigtstuhl. Durchgestaltet sind die 4 großen Kirchenlehrer, das heißt die Leute, die an den ersten Jahrhunderten durch ihr Denken und auch durch ihre Schriften kirchliches Leben ganz entscheidend geprägt haben. Das ist den Ambrosius, den Augustinus, den Gregor den Großen und den heiligen Hieronymus. Das ist ein von den Themen, den in der Barockzeit immer näher an dem katholischen Kirchenmobilier zu finden ist.